Hey Flavia, ich hocke gerade an der Uni und muss jetzt noch schnell das Skript fertig machen für meine Abgabe am Montag. Ich mag langsam nicht mehr, aber ich freue mich auf unsere Aufnahme später. Hallo zusammen und willkommen zu der 43. Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny und heute reden wir über das Thema Kind haben. Welcome in Amsterdam. Yes, wie ihr seht, heute ein neues Setting. Flavia hockt bei mir in Amsti auf dem Sofa. Ja, wir haben gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr. Also Ein echt aufgenommen, also so im gleichen Raum. Dezember, ja. Anfangs Mitte Dezember ist das schon mal Und auch noch nie so cozy hocken. Wir hocken hier auf der Jenny ihrem Sofa. Yes, in der Wohnung. Wir haben hier ein kleines Setup vor uns. Und ich freue mich jetzt auf die Folge. Ja. Mal schauen, ob das irgendwie anders ist, weißt du, so von der Dynamik oder so, Ja, wenn wir im Raum sind. Genau, und der Chico ist da auch noch anwesend. Der Chico Falls ist ihr auch ihn noch manchmal anwesend. hören, das ist der Jenny ihr Hund. Er ist schon am Schnüffeln. Geht das lange? Ja, Ja. Jenny, hast du einen Shit oder einen Schein dabei? Fang du an. Dann Du hast hast du einen einen Shit. Nein. Oder nicht? Okay. Ja, ich habe einen Schein. Ich habe natürlich gedacht, ich muss einen Schein mitnehmen von Amsterdam. Ich bin jetzt schon 2 Tage da. Ja, Gestern und heute. gestern Morgen mit dem Nachtzug angekommen. Mhm. Jetzt bin ich Wenn ihr gespannt. das gehört, ist schon ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall, der Schein ist heute... Ich habe mir schon von Anfang an von dem Trip gesagt, dass ich recht viel wird shoppen, weil ich schon wirklich Warum eigentlich? Ich glaube, gefühlt wirklich schon 2 Jahre nicht mehr geshoppt habe. Das stimmt nicht. Nein, ich schwöre. Du hast vor etwa einem halben Jahr so auf Susmis Insta eine Bestellung gemacht und nichts davon hat dir irgendwie richtig gefallen. Aber du bist zu faul, um Das es ist, zurückschicken. glaube ich, im Fall schon mehr als 1,5 Jahre her. Wirklich. Schon? Aber weißt du, so richtig in real life, bewusst, ich gehe shoppen, schon Ewigkeiten Das habe nicht ich mehr. auch sicher 5 Jahre schon nicht gemacht. Plus Online-Shoppen mache ich nicht gerne. Und weißt du, so eine Menge shoppen. Also weißt du, so, vielleicht einmal etwas, aber nicht so Ich eine kann Menge. jetzt shoppen. Voll. Aber ich habe das Gefühl, das macht man vor allem in den Ferien, nicht? Oder wenn dann in den Ferien? Ja, und vor allem, es verleitet halt so, ja, da hat es andere Brands, da, keine Ahnung. Und ich habe auch bewusst vorher einen gewissen Betrag auf Revolut Wie geladen. viel? 2000. 2000? Aber ich zahle das Essen auch von dem. Also du hast dir Weißt- gesagt, wie lange bist du jetzt hier in Amsti? 9 Tage. 9 Tage? Nein. Doch. Wir reisen ja am Mittwoch wieder ab. Dann 8 halt. 8, 9 Tage, mehr als eine Woche. Nein, Ich bin den Mittwoch ganzen bis Mittwoch auch noch da. Aha, so Ich zähle auch, 8. ich gehe am Abend um 9 Uhr. Gehe ich Ja, erst schon hier. stimmt. Also Okay. von dem Und du her- hast dir das Budget von 2000 Stutz gesetzt für die Tage? Also das Budget, ich will einfach nicht mehr als das ausgeben. Plus, ich weiss, ich werde diesen Sommer nie in die Ferien gehen. Es ist Nicht? So, nein, ich will in Zürich bleiben. Okay. Ich arbeite. Wenn, dann gehe ich im Herbst. Und Dafür darum- haust du jetzt auf den Putz. Ja, und es macht so Spass. Ich habe heute zwar 400 Stutz einmal in einem Laden liegen lassen, aber es hat so nicht weh da. Es ist so, die Ladenbesitzer, ich war auch allein im Laden gewesen, und sie haben mega herzig auch erzählt, ja, sie sind das Zweite da, der andere Geschäftspartner Ich finde ist es geil, dass du sagst, es hat gar nicht weh getan. Ja. Schön für dich. Das freut mich, dass du so 400 Schutz kannst ausgeben. Sie hat erzählt, eben, dass ihr Geschäftspartner ist 79, die sind schon seit 30 Jahren in den Laden und mega herzig erzählt. Und sie hat natürlich auch mich beraten und natürlich immer Positives gesagt zu meinen Sachen. Du hast sie gefragt, sie so, ja, das sieht super aus, sieht alles super aus. Und am Schluss hat sie dann gesagt so, «You're the customer of the day.» Wann bist du jetzt gewesen? Am 1 oder am Morgen schon? Am 1 etwa, ja. Ja, sie hat sich gedacht, heute schon das Geschäft vom Tag gemacht. Perfekt. Wo ich ihr meine Ladenschliesser Kleider, für heute. ja, wo ich meine Kleider aus der Kabine gegeben habe, sie so, «Oh, perfekt!» Weißt du? Perfekt, ja, ja. So im Ich liebe übrigens Holländischen. den holländischen Akzent. Ja. Oh, perfekt. Ja, sie ist echt Und- sehr toll gewesen. Ja. Ja, und einfach, also Schein ist einfach das Gefühl von gar nicht, eben so, ach, das gönne ich mir jetzt. Schön. Weil eben, ich habe so viele alte Kleider auch in mir. Ich muss jetzt radikal ausmisten, das weiss ich daheim. Ich glaube, ich gehe wirklich mal an den Kleiderschrank und sage wirklich so aus dem Gefühl raus, so, was habe ich jetzt 1 Jahr nicht angehabt? Ich wollte gerade sagen, Und dann eigentlich, tschüss. wenn du Sachen im Kleiderschrank hast, wo du ein Jahr nicht angehabt hast, dann brauchst du es wirklich. Weil manchmal denke ich mir so, ja, aber wenn ich dann einmal Ja, ja. so etwas Ich, brauche. ich denke immer an Motto-Partys irgendwie. Und ich wenn weiss ich auch dann nicht. eben so etwas brauche, lege ich das an, was ich am liebsten anhabe. Oder denke Ja, so, ja. nein, heute wollte ich mich bequem fühlen. Oder nein, das Outfit weiss ich passt. Aber bequem, das ist auch so ein Stichwort.
Das habe ich heute auch gemerkt. So, alles, was ich anhabe, fühlt sich wie... Also wir haben es auch, ich habe es mit dieser Frau zusammen gehabt, eine zweite Haut an. Also alles, was du gekauft hast? Ja, weil ich muss das auch im Kleiderschrank beim Aussortieren merken. Was? So die Tops, Alter, die einschneiden. Nein, wieso sollte ich das, auch wenn es geil aussieht? Weißt du, ich habe eins geholt. Ich glaube, das ist so Teil vom Älterwerden. Ja. Das Manifest vom Älterwerden. Ja, du lässt nicht wahrscheinlich. mehr nur das an, was gut aussieht, sondern findest so eigentlich, wieso lege ich Sachen an, die gut aussehen, aber sich nicht gut anfühlen. Ja, weil Ja. du musst den ganzen Tag gehen. Also, Ja, voll. das ist wie aber eine schlechte Matratze kaufen, weil du schlafst. Jeden Tag drauf, ist Ja, auch nicht gut. also- Ja. Genau. Schön, Yes. das freut mich für dich. Darf ich schnell schauen, ob es aufnimmt? Nur als Sicherheit. Ja. Gut, Ja. jetzt schön oder erscheinen, Jenny. Ich habe auch einen Schein dabei. Und zwar habe ich gestern einen Spiegel gekauft auf Facebook Marketplace. Also ich bin allgemein jetzt vor 10, heute ist Donnerstag, morgen vor 2 Wochen bin ich in die Wohnung eingezogen und alles, was du da siehst, ist vor 14 Tagen noch nicht da drin gewesen. Und die grossen Sachen wie Bett, Stühle und Sofa, die sind am ersten Umzugstag wieder reingekommen. Aber alles andere tröpfelt jetzt so tageweise rein. Also gestern ist mal ein Wäschekorb dazugekommen, vorgestern der Spiegel. Küsse. Küsse sind mal noch angekommen, genau. Also, ich merke jetzt langsam, wie so jeden Tag ein bisschen etwas für die Wohnung dazukommt und dann irgendwann werde ich dann wahrscheinlich merken, ich bin eigentlich voll eingerichtet. Und eben, einen Spiegel habe ich unbedingt wählen. Ich weiss noch nicht, ob dann der im Schlafzimmer landet oder im Wohnzimmer, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich auf Facebook Marketplace den gekauft und dann bin ich den abholen. Und dann habe ich gedacht, weisst du was, weil der ist 15 Kilo schwer, ist okay, aber er ist halt relativ gross und ich habe gedacht, mit dem jetzt in ein Tram steigen und dann müssen umsteigen, das ist schon ein Spal. Und ich Vor dem bin heim. Spiegel, wegen dem kaputt Genau. Und dann habe ich gedacht, ich mache den 700 IQ-Move und bestelle einen Uber. Also ich habe von dem Typ daheim, wo ich den abgeholt habe, einen Uber bestellt und dann hat der Typ gesagt, ja, ich helfe dir, wenn der Uber da ist, bringe ich dir den Spiegel raus, dann können wir ihn einladen. Und dann der Uberfahrer sieht gerade schon, dass wir mit dem Spiegel dort an der Straße stehen und er so, ja, ich habe schon gecheckt, dass ich will, dass wir den mitnehmen. Und nachher ich so, ja, is it okay for you? Und er hat nur Holländisch geredet. Und er so, ja, mir signalisiert, dass es okay ist. Haben wir das eingeladen und dann habe ich ihn so auf Englisch gefragt. Dann habe ich noch nicht gecheckt, dass er kein Englisch redet. Ich so, wirst oft überrascht, so, damit dass die Leute plötzlich noch ein bisschen Möbel zügeln auf deiner Uberfahrt und so. Und nachher er so, Dutch, er hat so auf Holländisch mich gefragt, «Je spreken Nederlands?» Und ich so, «Oh shit, no, ich habe nicht «Oh shit» gesagt, aber ich so, «No, just English» und so. Und dann am Anfang war so kurz peinliche Stille gewesen. Weil wir so gemerkt haben, wir verstehen uns ja gar nicht. Und nachher haben wir so mit Händen und Füßen, weil er hat Holländisch üppig geredet und ich habe es nicht verstanden. Gar und dann habe nicht. ich etwas auf Englisch gesagt und er hat es auch gar nicht verstanden. Und wir haben schon so 15 Minuten von A nach B gebraucht. Ja. Ich wollte mit ihm reden, weil er hat mega nett gewirkt. Aber ich habe nicht gewusst, wie. Weißt du, so, weil er, ja, einfach so, ich habe das selten, dass ich mit jemandem in einem Auto hocke und wir beide reden nicht die gleiche Sprache, gar nicht. Und dann habe ich ihm ich habe dann so versucht, ihm zu sagen auf Englisch, dass ich die Basics von Niederländisch möchte reden. Ich spreken Nederlands Basics. Und nachher er so, sorry? Weißt du, er hat nicht verstanden, was Ja, ich ja. Er so, sorry. Also ja, was hast Und du mit dann- dem Spruch wollen? Ich wollte mit dem sagen, ich weiss Also nicht. eigentlich hast du wollen sagen, ich will lernen, Genau, oder? ich wollte sagen, ich will lernen, aber aber ich weiss eigentlich, nicht, wie man das eigentlich sagt. hast du jetzt gesagt, ich sprich Basics. Ja, genau. Und dann so, nein, offensichtlich nicht. Und nachher Aber habe ich ich so, auch können checken. dann nachher habe ich so gesagt, habe ich angefangen Sachen aufzählen, die ich schon weiss auf Niederländisch. Ich so, weißt du, so mit den Händen ja. so ihm signalisiert, warte, lass mich überlegen. Ich so, dank you well, alsjeblieft. Was heißt das? Dank you well heisst danke, Ja, aber- alsjeblieft heisst bitte. Ah, das finde ich mega schön. Alsjeblieft. 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 So, Alsjeblieft. wenn du mir die Tür aufhebst, dann sage ich, wenn ich dir die Tür aufhebe, sage ich alsjeblieft. Ah, das finde ich ein herziges Wort. Ja, alsjeblieft. Ich so, dank you well, alsjeblieft. Hond heisst Hund. 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 Sag. Oh, Hund. Hund. Ja. Und nachher ich so, weißt du, so auf die Autotür zeigen. Ja. Ihn ab. Was heisst das? Nachher so, Dur. Ich so, Dur.
Nachher sind wir an der Ampel gestanden. Ich zeige so auf die Ampel, er so, rot? Ich so rot? Wirklich, bis wir die Hause sind. Und nachher zeige ich so auf das Velo. Und ich habe gewusst, was Velo heisst. Ich so, Fietz. Er so, Fietz. Er so, Fietz Kamikaze. Ich so, haha, Fietz Kamikaze, weil es gerade Rush Hour war. Und nachher er so, nicht what do you study, aber mich halt auf Holländisch gefragt, was ich studiere. Ich so, Communication. Communication. Ja. Communication. Also, Bla, bla, bla. Communication Kamikaze. Und dann hat er auf seinem eigenen Joke so fest gelacht. Und du hast mitgelacht. Du hast so schön jetzt. Ja. Es war einfach so lustig, weil am Schluss... Nachher sind wir auf so einer Baumallee vorbei. Ja. Nachher so, Bom. Ja, wirklich? Ja, Bom. Und er so, Bomen? Bomen. Bomen ist Bo im Mehrzahl. Ja. Wirklich so lustig, weil unsere Konversation ist so Nonsens. Ja, wir haben einfach Wörter halt. Genau. So. Es ist eigentlich ein Mit Händen und Füßen habe ich ihm... eine Sprachschule im Uber gewesen. Ja, wirklich, wirklich. ja. Es war so lustig. Und nachher, ja, einfach... Sehr cute. Und am Schluss... habe ich ihm 2 Euro Tipp gegeben. Wow. Weißt du, auf Uber kannst du ja tippen. 2? Ja, die Fahrt hat 6 Euro gekostet, da habe ich halt 2 Euro Tipp gegeben. Okay, ja. Was hätte ich tippen? 5? Ja, ich hätte jetzt 10 gegeben. 10 Euro Tipp in einer 6 Euro Fahrt? Also, nein, 4 Euro, also auf 10 aufgerundet, glaube ich. Aha. Wegen dem Spiegel noch. Ah, und der Ja. Sprachschule. Aber herzlich das Tipp gegeben. Ja, jetzt habe ich Wie hat er geheißen? Weißt du das überhaupt? Weiss ich nicht mehr. Nein. Aber er Der ist so André? herzig. Keine Ahnung. Nein, was ich ist so ein weiß nicht mehr, ich typischer? weiss wirklich nicht, wie er Okay. heisst. Aber ja, die Namen da sind ganz anders. Mhm. Ein schöner Name, den ich finde, ist Marein. Das ist ein Männername. Für Marein? Marein. Ah. Nein, was so heisst. Die Namen da sind sehr flämisch. Ich glaube, Von Belgien oder was? Also nein, Flämisch. nein, Scheiße. Stimmt, Flämisch ist eine Sprache, oder? Ja, in Belgien redet man auch noch Flämisch, ja. Nein, anders. Aber ja, sehr spezielle Namen haben die Leute da. Skandinavisch, Mensch? Nein. Nein, okay. anders. Aber ja. Egal, ich weiß es nicht, aber das ist mir aufgefallen. Die Leute haben da schöne Namen. Also Sehr Sachen, schön. die ich noch nie gehört habe. Aber ja, lustige Sehr Überfahrt war, hat gerade meinen Abend versüßt. Sehr Und cute. ich habe meinen Spiegel heil da angebracht. Und du hast gelernt? Und ich habe Sachen gelernt, ja. Ich kann nicht mehr. Der Chico ist da auf dem Sofa Ja. am Fußen. Sieht man das überhaupt? Ich weiß nicht, was es Ich gesehen. habe es auch nicht mehr gesehen. Aber so Aber hey, Auf super. jeden Fall. Jetzt macht Zeig mir er... gerade sein Pfeifeli. Aber ja, Ah, das ist das Pfeifeli. Sorry, ich habe das nicht hast du gecheckt. das noch nie gesehen? Das ist das Pfeifeli. Hast du noch nie ein Hundepfeifeli gesehen? Nein, weil kommt unser das Hund ist raus? weiblich. Das sieht anders aus. Und das da sind wie Nippel. Mm. Aber es sind keine Nippel. Hä, aber... Es ist ein Männli. Ah. Ein Männli. Ah. Ja. Spannend. Super. Hundeanatomie mit Fiasko famoso. ja. Also, ja, es geht heute nicht um... Alter, nein, die Überleitung kann ich nicht machen. Es geht heute nicht um Hund, sondern um Kind. So. Aber ein Hund Aber kann ja, auch ein Kind. Genau, das ist wirklich so. Wir haben uns eben nämlich gedacht, ja, ich bin letztens in einem WhatsApp-Gruppen-Chat, ist letztens die Diskussion aufgekommen, Kinder in unserem Alter haben, so, wie wir das finden, wie wir dazu stehen, ob wir auch schon bereit dazu wären. Und oder wie ist, nicht. Das entstanden, die Diskussion? Ja, eine in dem Gruppenchat, es sind 4 Leute drin und eine hat gerade von einer Arbeitskollegin erfahren, dass sie schwanger ist und nachher hat sie das so bei uns, das Thema in dem WhatsApp-Chat wie eröffnet. Mhm. Und dann haben wir halt ein bisschen hin und her philosophiert, so, was gute und nicht so gute Gründe sind, um in unserem Alter Kind zu bekommen. Mhm. Und du hast auch mal wieder Lust gehabt, oder überhaupt mal Lust gehabt, über das Ja. Thema im Podcast zu reden. Und dann haben wir gefunden, komm, widmen wir doch dem Thema mal eine ganze Folge. Genau. Und wir haben uns überlegt, ja, ganz Ja, wir gehen jetzt ein grundsätzlich. bisschen Also, Und kennst du dir das, ist das etwas, was du dir kannst vorstellen, ein Kind zu haben? Stand jetzt... Also ich tue mich, glaube selber ein bisschen nicht austriggern, aber Stand jetzt sage ich nein, weil, wenn ich eben ja sage, gibt mir das schon mega einen Druck. Mhm. Weil wir haben mal eine Folge gehabt, wo, glaube ich, geheißen hat, wird nicht erwachsen. Wird mal nicht erwachsen. Oder wird mal nicht, Klammer, erwachsen. Und dort habe ich eben gesagt, dort ist es darum gegangen, auch, ob wir uns schon oder erst 24 fühlen. Und das war im Herbst. Gewesen. Und dort habe ich klar gesagt, ich fühle mich schon 24. Und ich habe Also so schon im Sinne von, dass das schon fortgeschrittenes Alter ist. Ja, und ich habe jetzt auch ein bisschen gemerkt, wieso. Weil Kinder spielen da auch eine Rolle und weil ich dort dazumal, das klingt, was wäre es, 5 Jahre her? Anno dato, Anno Herbst dato. 25. Ja, genau, wir schreiben Herbst 25. Dort habe ich einen Typ datet,
wo ich mir glaube wirklich gerade hätte können Familie vorstellen. Also gerade hätte können vorstellen. Nicht gerade, aber einfach so die Vorstellung. Du hast dir mit ihm Familie vorgestellt? Weil er will unbedingt Familie und ich glaube, er hat mich ein bisschen angesteckt und dann habe ich mir das schon ein bisschen ausgemalt, aber auf jeden Fall hat mir das so einen Druck gegeben, weil ich dann ist mein Hirn, also weißt, ich sehe das realistisch, ich so, okay, dann willst du Kind, dann willst du aber auch einen safer Job haben, wenn du dann mit... Das heisst, das muss jetzt alles bald mal dann, mit Weg ja, ich muss werden. dann schon mal wissen, weil ich will ja nicht abhängig sein und so, aber dann will ich ja auch noch Freiheit, dann will ich vielleicht einen Kaffee, nein, Kaffee und Kind, nein. Weißt du, so ist dann mein Hirn. Und darum sage ich jetzt gerade, habe ich einfach gemerkt, so, ich stelle mir jetzt das Leben ohne Kind vor. Und wenn ich mir das Leben ja schon mega schön ausmalen und das andere vielleicht sich ergibt, ist schön, aber ich bin wie so, es nimmt so viel Druck mir, wenn ich mir jetzt sage, nicht fix sage, aber ich sage so, nein, also ich stand jetzt, könnte ich mir wirklich auch nicht vorstellen, weil ich auch keinen Partner habe, wo ich mir das vorstellen könnte, weil das ist ja, mir ist ja wie abhängig. Essentiell, ja. Eigentlich. Also, ausser ich will Samenspende, aber ich will... Ich kann nicht allein sein. Nein. Ja, das gibt es ja auch. Ja. Also so Leute, die finden, ich brauche ja nicht unbedingt einen Partner, um ein Kind zu haben. Ich glaube, du hast dich jetzt so gestresst gefühlt, weil manchmal, du sagst ja, du selber auch, du tust sehr viel vorausdenken. Also sehr weit vorausdenken. So, ich zum Beispiel bin eigentlich genau das Gegenteil. Ich bin schon in einer langjährigen Beziehung. Hoffentlich auch langfristig. Ja. Und das macht mir im Gegensatz gar keinen Druck. Ich habe nicht das Gefühl, oh, jetzt sind wir ja schon 8 Jahre zusammen, vielleicht müssen wir mal ein Kind machen. Nein, nicht vielleicht, sondern, aber weißt du zum Beispiel, das ist die grosse Frage heute, die ich wissen von dir, wieso dir das keinen Druck macht? So, ja. Was denkst du, was sind so Gründe? Ich glaube im Fall... Also eben nicht jetzt Kind haben, sondern halt ich habe einfach den Stress nicht, wo du... Eben der Unterschied, den wir ja auch damals hatten, ist, ich habe gefunden, ich bin erst 24. Aber eben, das ist ja dann das Grundgefühl, das aus dem rauskommt. Bei mir ist ja schon 24, weil ich das Gefühl hatte. Jetzt fühle ich mich auch erst 24. Du solltest mich ja verstehen. Ja, aber du bist in einer Beziehung. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich... Ich weiss nicht, aber ist es dann nicht vielleicht auch, weißt du, so finanziell? Oder du hast noch keine Ahnung, was jobmässig angeht. Macht dir das nicht irgendwie, wenn du dir vorstellst, so, ja, wenn du eine Familie willst, will ich... Es ist eben so... ich denke mir so, ich will erst Kind haben, wenn ich in einer finanziell stabilen Lage bin, wenn ich weiss, wie ich das dann regeln will, mit Familie und Job und Beziehung und Kind, so das alles unter einen Hut zu bekommen, muss ich das auch zuerst besprechen mit dem Partner, so die Familie, Job, wie sagt man, Verträglichkeit. Nein, ja, aber so... Umgang. Ja, genau. Verbindlichkeit? Ihr wisst, was ich meine. Balance. Einfach so, wie man das kann vereinbaren. Vereinbarkeit, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Familie und Job, wie man das kann vereinbaren. Das muss man sich jetzt erst gut überlegen. Und jetzt, also ich bin ja noch weit weg von der Situation, wo ich mir das kann überlegen, weil ich all die Faktoren noch nicht kenne. Und ich denke mir so, schau, falls ich hoffe, dass ich wie zum Beispiel, theoretisch könnte ich auch mit 39 noch Kinder bekommen. Vielleicht, wenn ich biologisch dazu veranlagt bin. Muss ja auch zuerst noch funktionieren. Plus ist das Risiko aber das grösser. wäre 15 Jahre. Weißt du, ich bin in 15 Jahren bin ich 39. Ich habe noch so viel Zeit, zum Beispiel. Ja. Ich kenne Frauen, die mit 39 ihre Kinder bekommen haben. Ja, ich sage jetzt zu dem nicht so viel, weil ich viele Hebammenkolleginnen, die jetzt würden sagen, Risiko. Aber nein, es geht ja nicht um das. Aber ja, stimmt. Andererseits habe ich natürlich auch gedacht, dass dein Freund ist halt ein geeigneter Vater für dich, für deine Sicht wahrscheinlich. Also sowieso. Weißt, ja. Also ich stelle mir nur vor, mich hat zum Beispiel im Herbst, als ich mir nachher hätte ausmalen mit dem Familie, er hätte einen guten Job und nicht, dass ich sage, er soll da nur verdienen, aber das ist auch so eine Sicherheit, die mir gegeben hat, so, das ist ein guter Upsave. Ja, vielleicht bin ich auch so entspannt, weil ich weiss, wir können uns zusammen morgen dazu entscheiden. Ja. Und dann könnten wir damit loslegen. Mit der Familienplanung.
vielleicht bin ich entspannt, weil ich weiss, theoretisch nicht alles. Eben, alles habe ich nicht beisammen, um jetzt Familienplanung zu starten. Für das fehlt mir zum Beispiel noch Jobsicherheit und so. Und das stabiles Einkommen. Aber so vielleicht habe ich genug fest Ruhe damit zu wissen, dass ich einmal die wichtigste Zutat habe, nämlich einen guten Partner. Ja. Um dann irgendwann, wenn wir dann beide so weit sind, die Familienplanung starten. Ich glaube, vielleicht ist es schon das im Fall. Sowieso, das ist ja schon ein grosser Faktor. Aber wieso hat bei dir das eher Stress ausgelöst, dass du gemerkt hast, das wäre jetzt ein potenzieller Familienvater? Weil dann plötzlich eben... Ist das nicht dann so beruhigend zu wissen, schau jetzt? Eigentlich ist es ein bisschen paradox, ja, weil eigentlich ja schon, aber gleichzeitig, weil ich meinen Kaffee im Kopf habe, sehe ich dann so, Flavia, wie willst du das? Du willst eine Familie gründen, du willst einen Kaffee, du willst überall dein Herz reingeben, weil, also in einer Familie ist dein Herz drin, hoffentlich, und in deine Passion, wenn ich das Kaffee mal wäre, keine Ahnung, auch. Und dann sehe ich es halt einfach realistisch, so, das ist doch nicht... Also gleichzeitig ist das, keine Ahnung, ohne Burnout ist das, glaube ich, nicht möglich. Plus, ja... Ich lasse im Fall, glaub, offen, weißt, zum Beispiel, was vielleicht auch unbewusst so mir Ruhe gibt, ist, ich weiss, gewisse ältere Teile von uns haben sich schon, ohne Druck auszuüben, bereit erklärt dazu, also wenn es dann so weit ist, dann ruft dann, wie sagt man, die Pension und dann bin ich da zum Kind hüten. Ja. Gewisse haben das so explizit ausgedrückt. Und so, weil Kinder erziehen, it takes a fucking village. Also so, es braucht mega viele Leute, um ein Kind zu erziehen. Aber ich kenne also auch ein Pärchen, die bewusst ihre Kinder nicht zu den Eltern, zu den Grosseltern geben. Aber was machen die denn? Er schafft 50, sie schafft 50. Können sich so vereinbaren. Das ist ja super, ja. Vom Ding. Aber ich glaube, also jetzt bin ich ja übrigens nicht mehr so gestresst. Ich habe mich wieder in das Gefühl hineingegeben, darum habe ich jetzt so gestresst wie ich. Ich bin jetzt sowas von gechillt. Weil ich jetzt eben bewusst die Einstellung habe. Ja. Ich lasse im Fall auch gerade im Moment noch offen, weil ich denke so... Also ja, ob du ein Kind willst. So, das haben wir eigentlich noch nicht geklärt. Ja. Ich sehe beides. Ich sehe, dass ich, ob ich Kind habe oder nicht, ich sehe, dass ich ein schönes Leben habe in beiden Situationen. In beiden Auswegen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich so wichtig. Weil, ja, ich kenne auch Paare, die halt wie eine Mami sind jetzt, für uns Frauen, das so gross geschrieben haben. Was ich erstens mal nicht mega schlimm finde. Keine Ahnung, aber es ist halt... Es löst automatisch Druck auf, weil du brauchst jemanden dazu, also meistens... Ja, und am besten ja nicht einfach irgendjemand. Ja, und dann eben die biologische Uhr, bla bla blub. Und darum ist doch das beste Grundgerüst, wenn du dir... und zweitens muss es auch noch funktionieren. Ich kann sagen, das ist nicht der grösste Punkt. Es ist nicht so, also das ist eher eine Rarität, dass man es einfach probieren und dann zack, klappt es. Ja, mega. Aber das ist doch eigentlich das beste Grundgerüst, wenn du dir zuerst mal ein Leben ohne Kind vorstellst. Wie könnte das aussehen? Und wenn das müsste schon mal super... Also, weil da kommen wir gerade schon zum Punkt. Ich finde, es gibt Gründe, wegen denen sollte man kein Kind haben. Also zum Beispiel, die Beziehung ist gerade ein bisschen am Kriseln. Gewisse Leute haben das Gefühl, jetzt ein Kind, das wäre so die Rettung für unsere Beziehung. Das wäre so das Pflaster. Also, kennst du so Leute? Hast du so Leute gekannt? Ich habe es vielleicht mal gehört. Aber... Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Also, wenn du eine schlechte Beziehung hast, dann wird das fucking Kind... Sorry, nicht das Nein, logisch. Ein Kind wird deine Beziehung nicht retten. Wirklich nicht. Also Jenny spricht nicht aus Erfahrung, aber... Nein, aber ich verstehe... Ich finde also, gibt es die Logik? Es gibt Leute, die denken, ja komm, retten wir unsere Beziehung doch mit einem Kind, weil da werden wir nochmal zusammenschweissen und zusammenheben. Gell? Also ich weiß nicht, aber das ist doch einfach... Hast du keine Meinung dazu? Also ich finde es auch banal, aber ich kenne eben niemanden, der so... Also ich habe das nicht erlebt, ausser das Kind ist reingeschnitten und es war nicht geplant. Je nachdem. Ja. Also nein, ich finde einfach wirklich, dann hol dir lieber einen Goldfisch oder so, aber... Ja, also ein anderes grosses Ding ist halt schon, wo ich auch immer höre, so, ja, aber ich finde es spannend, zu sehen, was das Kind von mir hat. Weißt du, von mir als Mensch finde ich auch spannend, aber ja, für das musst du jetzt auch kein Kind... Also doch, musst du ein Kind haben, weil sonst erlebst du es nie. Also weißt du, das Eigenes, du kannst...
deine Gene halt nur so weitergeben. Und das sehe ich das auch als spannend an. Was deine Gene weitergeben? Zum zu sehen, was hat echt das Kind vom Vater, was hat es von mir. Aha. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Dass Leute es spannend finden, das Mini-Me zu haben. Ja, und das ist safe. Und ich habe dann in dem Gruppenchat habe ich dann eben auch geschrieben, es ist so darum gegangen, was sind eben gute und schlechte Gründe zum Kind haben. Nachher habe ich geschrieben, ich glaube, die meisten Gründe sind doch irgendwie ein bisschen egoistische Gründe. Eben Leute sagen, sie wollen mal die Erfahrung machen, Eltern zu sein. Oder ich will mal die Erfahrung machen, Mami zu sein. Oder ich will... Mal vor allem, du hast nachher die Aufgabensleben lang. Also ja, nein, einfach ich will Mami sein, sozusagen. Aber das sind ja eigentlich alles Gründe. Also logisch, niemand von uns, das ist jetzt irgendwie sehr philosophisch und deep, niemand von uns hat ausgewählt, auf die Welt zu kommen. Ja, das habe ich letztes Mal mit meinen Eltern diskutiert. Andere Leute, also unsere Eltern in dem Sinne, haben das für uns entschieden. Ja. Es hat auch mal so einen Artikel gegeben, ich muss mal schauen, ob ich den wieder finde. Und dann verlinke ich den in den Shownotes. Es hat jemanden gegeben, der war in den Medien, ein Typ, der gesagt hat, ich habe keine Lust, mir einen Job zu suchen. Weil ich habe mir nicht ausgewählt, dass ich muss arbeiten in dieser Welt. Mhm. Ja. Und das hat irgendwie etwas, aber irgendwie schon so, ja. Ja, also... Mhm. Weißt du, was ich meine? So, was ist ein wirklich wahrhaftig guter Grund zum Kind zu haben? Ja, also viele sagen ja irgendwie etwas Positives in die Welt bewirken. Weil das glaube ich, sagen viele. Dass es kann erfüllend sein, dein eigenes Kind zu erziehen, deine Werte deinem Kind mitgeben, das sehe ich, dass das erfüllend ist. Weißt? Aber eben, das kannst du ja auch sehen, wie ein anders. Mensch anwächst. Oh, sorry, ja. Sorry, die Kamera hat zittern, weil Jenny ihren Fuß drauf hat, aber alles also, gut. nicht auf der Kamera, auf dem Tisch. Aber dass die Leute, die uns nur hören, auch checken, was abgeht. Der Chico schläft übrigens immer noch. Auf dem aber Sofa, wir sind genau wegen... Was sind gute Gründe zum Kind haben? Was sind wahrhaftig gute Gründe? Ich habe mir zum Beispiel überlegt, wenn zwei Leute, also meine Ex-Gastmutter, wo ich den ersten Monat da in Amsterdam verbracht habe, sie hat ganz eine spannende Ansicht zu Kind haben. Sie hat gesagt, sie ist ein mega Sustainability-Freak. Und sie hat gesagt... Das ist ja eigentlich blöd. Also Kind haben ist nicht nachhaltig, ja. Aber das habe ich noch nie jemanden gehört sagen. Nö, doch. Dass Leute sagen, ich habe kein Kind, weil das ist nicht nachhaltig. Gemeint, also nachhaltig in einem ökologischen Sinn. Also das war ihr Grund gewesen. Das bin ich gewesen. Wow, das Argument habe ich noch nie von jemandem gehört, wo das so ernst... Also wo das hat sie es richtig so ja, sie hat das so gemeint. als Hauptgrund gesagt? Der Grund, warum sie auch das Gastzimmer vermietet, ist, weil sie allein in dem grossen Haus wohnen findet, das ist nicht nachhaltig. So, da müsste wie noch über mehr wohnen, weil das Ganze wird ja geheizt. Ja. So, ja. also es ist wirklich so, Sustainability Freak, und das Argument habe ich so wie noch nie gehört von jemandem. Und dann hat sie auch noch gesagt, ich finde, intelligente, bildete Menschen, die sollen sich vermehren. Also sie, sie so, zum Beispiel letztens ist doch Jane Goodall gestorben. Das ist so eine mega, Achtung, Jenny, Unwissen. Sie hat, glaube ich, mit Schimpansen geforscht. Aha, ja. Das ist ein bisschen peinlich. Eine Nobelpreisträgerin. Ja, genau. Ja. Ich weiss nicht, ob das mit den Schimpansen stimmt, aber sie hat doch, auf jeden doch. Fall... Ja, und sie hat so gesagt, sie zum Beispiel, sie hätte mehr Kinder sollen haben. Weißt du, so, sie ist so dieser Meinung. Und ich sehe, was sie meint. Ja. Wir brauchen nicht noch mehr... Ja, also auch intelligente Menschen können Arschlöcher sein. Also, ja, völlig. Logisch. Und dumme Menschen heisst auch nicht, dass keine herzvolle, aber ich liebevolle sehe Menschen sind. was sie vielleicht meint. Aber also sie ist auch sehr krass in diesen Aspekt. Aber sie hat sehr drastische Meinungen gehabt. Aber nein, zum Beispiel, was ich einen guten Grund finde, nochmal schnell. Oder was dein Grund könnte sein? Genau, ich finde, Luca und ich, wir führen zum Beispiel eine sehr gesunde Beziehung auf Augenhöhe. Und eine moderne Beziehung im Sinne von, ich habe mein Leben, er hat sein Leben, wir sind finanziell voneinander unabhängig, wir sind emotional voneinander unabhängig. Logisch braucht man sich, weißt du, so, das ist ja... also das ist auch eine Liebe. 9 Jahre zusammen, also man hat sich auch etwas gewöhnt und irgendeine Abhängigkeit ist schon da. Ja, natürlich, aber so in dem Sinn, ich tue ihn nicht abgöttisch vergöttern. Es ist wie alles auf Augenhöhe. Und ich würde sagen, wir führen eine sehr gesunde Beziehung. Und ist doch schön, wenn so eine gesunde Beziehung ein Vorbild sein für Kinder. Und dass man, weißt du, was ich meine? Aber das müsste nicht dein Kind. Aber ja, man erlebt dann natürlich voll. die Beziehung mit. Aber ja, damit der Luca und ich kann man von sich selber sagen, dass man eine vorbildliche Beziehung führt. Ich weiss nicht. Ihr habt eine geile Beziehung, hallo?
Ja. Ich habe auch schon geile Beziehungen gehabt, aber... Ja, also Nur da auch jetzt temporär. die Frage, wie du selber sagst, um das weitergeben, muss man einfach auch nicht unbedingt Kind haben. Ja, ich habe mir ein Wort aufgeschrieben. Wenn ich mich als Mami sehe, also wieso ich Mami sein würde, wäre, habe ich mir überlegt, ich will eine Wegbegleiterin sein. Weil, Für das musst du auch nicht Mami sein. genau, also ich bin dann wie so gewesen, Gotti bist ja schon. genau, und ich habe es halt auch gemerkt, wegen dem Begriff Wegbegleiterin, wo ich bin 2 Jahre Trainerin gsi, von so Teenies, so 14- bis 18-Jährigen. Und klar, es war 1,5 Stunden in 7 Tagen. Sehr intens, 15 Jungs in der Turnhalle. Aber das hat richtig Spass gemacht. Und weißt, wir haben nicht nur Volleyball, klar, wir haben Volleyball gemacht, trainiert, gespielt, aber da haben die Jungs irgendetwas wegen einem Mädchen gehabt. Und dann ich so, oh nein, jetzt bist du nicht mit ihr zusammen. Ja, bla bla bla, weißt? Und ich bin richtig so, ich habe glaube einmal sogar etwas noch gesagt, also nicht als Ratschlag, einfach so ein bisschen, es hat mich mega interessiert, wie halt die Jungen ticken. Und das hat mich jetzt einfach erinnert, eben so, um das können sein, muss ich keine Mami sein. Ja. Klar wirst du nie mit einem Kind so eine enge Verbindung haben wie mit einem eigenen Kind, weil du lebst fucking Alltag. Muss das? Also muss auch nicht Okay, heissen. ja, stimmt. Es gibt ja auch Leute, die leben, also sind bei ihnen Ja, Eltern aufgewachsen und haben nicht so aber eine ich enge meine, Verbindung. ein Baby, die Connection von Mami, Zu vor allem zu Mami mit Brust und allem und zu Kind, die kannst du, glaube nie, also wenn ich mit Hebammen rede, die kannst du nirgends irgendwie holen. Auch ein Vater kann nie die Verbindung haben. Das ist für Es mich so das unbewusst, grosse Fragezeichen. Ja. Habe ich Ja, aber man sagt ja, dass ja, die Verbundenheit von Mutter-Kind, dass das wir sagen unvergleichbar voll, ist. aber Ich finde das voll das wir werden es nie Mysterium. herausfinden, wenn Ich wir es glaube, das nicht kann man machen. erst, also ich glaube, ich Das will kannst du das ja. gar nicht urteilen oder ich glaube das, aber ich glaube, das kann man erst verstehen, wenn man das Ja, erlebt. allgemein. Also scheint das so, das Ja, Ziel. ja. Ja, und das Lustige ist eben, jetzt, weil ich die Trainerin gesagt habe, so das Alter 14 bis 18, wenn ich mir eben eine Familie vorstelle, dann sehe ich, also wenn ich sie mir muss vorstellen, sagen wir es so, dann sehe ich am Tisch mit meinem Mann dann, hoffentlich, und die Kinder sind so 2 bis 3 und die sind aber alle schon 14 bis 18, bis Also 20. 2 bis 3 Kinder. Ja, aber vom Alter her, weißt, ich stelle mich selten Es gibt 0 bis 14 Jahre. Ja! Und das Lustige ist, letztes Mal wieder eine Kollegin diskutiert, sie hat die vorherigen Jahre voll vor sich. Ich auch. Und Und- die kommen ja zuerst. Ja, das macht Sinn. Aber sie so, oh mein Gott, nein, nachher in dem Alter kannst du sie gerne haben, wir können gerne wechseln. Weil ich habe es einfach von mir automatisch so lustig gefunden und ich habe gemerkt, der Grund ist so, ich sehe halt dann die Familie zusammen diskutieren über das Thema. Eben, keine Ahnung, über die erste Liebe, weißt du, so Ja. Sachen. Und nicht, ich denke nicht an Shoppen gehen, an das Zeug. Das stellt es mir gerade ab. Wirklich. Ja. Und da merke ich so ein also, Da müssen wir vielleicht auch mal mit Eltern reden, also Leute, die schon Kinder haben, so, was war dein Lieblingsalter von deinen Kindern? Das würde mich noch wundern, was Leute da so sagen und welche Argumente sie haben für welches Alter. Was ja oft hörst, sind so Leute, die sagen, ja, das schönste Alter ist, wenn sie sogar lernen zu reden. Ja. Weißt du, weil sie dann so lustige Sachen sagen und du auch schon langsam kannst da an ihren Gedanken daran teilnehmen und noch so merkst, wie so die Welt noch nicht gerade schon einen Stempel gemacht hat auf sie. Also zum Beispiel voll, ihre das kann eine Fantasie und so. Lockerheit dir auch Ja, geben. und auch, weil Kinder so direkt ehrlich sind. Ja. Und weil sie noch nicht wissen, was soziale Normen in Ja, dieser ja, ja, Welt mega. eigentlich sind. Und dann einfach sagen, was sie denken. Und Nicht das- schambehaftet. genau, und auch so, ja, voll. Und Ja. auch, ja, ich glaube, das ist wirklich ein schönes Alter. Aber, Hast denn du auch so eine Vorstellung? Oder gar, weißt du, so, ich habe wirklich einfach den Familientisch, wo wir zusammen redet, weil ich so also einfach also so. wenn jetzt ich mir vorstelle, wenn der Luca und ich Kinder hätten, ich glaube, weiß nicht. Ja, ich glaube, dann stelle ich mir immer so Oder- die Kleinkindphase, Babyphase vor. Und hast du dich schon mal schwanger vorgestellt? Weil ich eben nicht. Ja, also ich bin jetzt noch nie vor dem Spiegel gestanden und habe mich gefragt, wie es wäre, schwanger zu sein, aber Also eigentlich nicht. nein, Okay. nicht gross. Mhm. Eben, weil das auch nicht so etwas ist, was mich an das ich oft denke. Eben gar nicht eigentlich. Ja. Ja. Weil ich habe eben schon auch mal eine Kollegin gehabt, wo
mich auch gefragt hat, ja, hast dich nie gefragt, wie sich denn das anfühlt, das Kind im Bauch? Und ich so, boah, nein, gar nicht. Ich glaube, es ist schon etwas, was ich mega geniessen würde, schwanger sein. Also ich hoffe es, weil eine Schwangerschaft kann ja auch keine schöne Erfahrung sein, wenn wir ehrlich sind. Also ich weiss es nicht, ist ja für jede anders. Aber ich weiss nicht, irgendwie, für mich kommen noch so viele andere Kapitel in meinem Leben dazwischen. Ja. Und nicht, Aber weil mir die Gesellschaft das so... manchmal weiss ich... Also zum Beispiel, ich will sicher mal noch mit dem Luca fest zusammenziehen. Das sehe ich so als Kapitel, bevor ich Kind habe. Ich will nicht mit ihm ein Kind haben, und wir leben nur an 2 verschiedenen Orten. Das ist einfach so etwas organisatorisch, so unsexy, wie es klingt, aber ja. Und eben auch mal ein Einkommen. Und das sind so Steps, das passiert nicht dieses Jahr, das passiert nicht nächstes Jahr, vielleicht nächstes Jahr, aber einfach so, ich sehe noch so viele andere Sachen dazwischen, wo ich weiss, die brauchen auch Zeit. Aber das könnte ja dann Druck auslösen, weil irgendwann läuft dir ja Zeit weg. Weißt du, was ich meine? Ich will dir nicht Angst machen, aber ich bin nur so... Oder du bist so ein freiheitsliebender Mensch und willst vielleicht noch eine andere Stadt wohnen oder dort. Ich glaube einfach so, wenn es sein soll, dann wird es klappen. Ja. Wenn es nicht soll sein, dann ist es halt so. Okay. Dann werde ich hoffentlich andere Wege finden, zum... Weißt du, ich will wie nicht mein Glück am Kind aufhängen. Ja, mega, mega. Und darum bin ich entspannt, glaube was das angeht. Weil ich vertraue vollen Herzens darauf, dass wenn ich in diesem Leben nicht Kind habe, dann ist das vielleicht so und dann ist das okay und dann werde ich anders mich erfüllen. Ja, und es ist in beiden Situationen ist einem bewusst, also mir ist bewusst, wenn ich jetzt wirklich kein Kind hätte, ich würde wahrscheinlich ein paar Mal brüllen. Ah ja, ich Weihnachten, sowieso. Also weißt du, so die klassischen Familienfeste. Oder plötzlich haben ja dann alle im Umfeld Familien wahrscheinlich eher. Aber dann weißt du ja jetzt schon, dass du Kind willst, fix. Wenn du weißt, dass ich an so Familienmomenten dann das wird traurig machen, ich werde auch brüllen, wenn ich Kind habe, weil es auch scheiße ist. Kind haben? Ja. Also weißt, ich weiss wie, wenn mich hat aber mal jemand gefragt, so, ja, aber hast du nicht das Gefühl, nachher mit 40, nachher bist du dort und hast einfach kein Kind und so, nachher ich so, ja, das ist ja wie... Aber das ist auch die Gesellschaft, das ist jetzt gerade die gesellschaftliche Norm, die die Person hat den anderen aufsetzen. So von wegen, schau, bist du echt vielleicht weniger glücklich, wenn du kein Kind hast? Ja, aber also ich sehe ja schon, Familiengefühl, mega schön, Gemeinschaftsgefühl. Aber das Gemeinschaftsgefühl kannst du auch haben ohne Kind. Ja, aber schon schwieriger, wenn plötzlich du Kind hättest, die Kind hat die. Nachher bin ich die Einzige. Ja, ich glaube, da kommt der Vergleichsaspekt. Ja, aber nein, das Gefühl auch. Ich meine, Weihnachten, da habe ich mir auch so vorgestellt, ich müsste mir dann einfach eine andere Familie, nicht mit Kind, schaffen, aber ich werde doch, soll ich als Anhängsel bei dir einladen, beim Luca und dir so, hoi! Ja. Weißt? Also wenn jetzt ich zum Beispiel eine Freundin hätte, sagen wir fast forward, wir sind alle 45, ich weiss, die eine Kollegin ist Single und hat kein Kind, dann ist die an Weihnachten, Ostern, Geburtstag immer eingeladen. Schon? Ja. Also wäre ich eingeladen? Ja. Aber nachher, so, meine Utopie wäre dann... Aber dass du dich dann nicht mit mir vergleichst. Ja, logisch. Und dein Lebensmodell mit meinem Lebensmodell, jetzt sagen wir mal, ich hätte 3 Kinder und du keine. Das kann ich dir nicht abnehmen. Nein, logisch. Aber stell dir vor, das ist schon mega schön, wenn du dir so ein Umfeld schaffen könntest, dass du dich wie Familie fühlst. Ja. Und dass meine Kinder ein bisschen wie deine Kinder sind. Ja, oder weißt du, so, dann verbringe ich Ostern mal dort. Also, sagen wir eben, die scheiß klassische Familienfest. Dann, weißt du, das wäre sehr schön. Ja. Weil, ja. Das ist eine schöne Welt, die wir uns da gerade malen. Ja. Meine Ex, ich nenne sie jetzt einfach Ex-Gastmutter, sie hat so gesagt, sie findet es spannend, das Alter, ab dem sie Kinder spannend findet, ist so 15, 16, 17, wo man mit ihnen kann Sachen bereden kann. Und dann hat sie gesagt, so, ihre Kinder hat eben keine. Ja. Kind von ihrer Kollegin, das findet sie so spannend, mit denen zu reden. Und aber auch zu sehen, wie sie ihre Mutter behandelt. Sie waren mal alle zusammen in der Ferien. Und dann hat die Mutter sich immer am Morgen früher aufgestanden, hat das Morgen gemacht für alle. Ja. Und dann hat sie mal mit dem Kind von ihrer Kollegin ein Wörtchen geredet. Und hat sie gesagt, morgen, also die Mutter ist weg, sie so, morgen steht ihr eine halbe Stunde früher auf und macht eurer Mutter zum Morgen, weil ihr realisiert eigentlich gar nicht, was sie die ganze Zeit für euch macht. Ja.
Und dann, Geil. am nächsten Tag war das so gewesen. Geile Frau. Ja, ich liebe sie wirklich aus so vielen Gründen. Auf jeden Fall hat sie im Fall wirklich so die Kinder nicht brainwashed, aber ja, Halt Spiegel eine angekippt. gute Hirnwäsche gegeben. Und die Mutter hat dann nachher ihr am nächsten Tag gesagt, du, was hast du mit meinen Kindern gemacht? Weil die sind irgendwie gerade völlig verändert. Ja. Und sie hat gesagt, nicht so zu ihr, und dann haben dich die Kinder, also haben die dich noch gern? Oder wie haben die reagiert auf das? Und sie so, die Kinder, die lieben mich bis heute. Ja. Also so alle, heute sind sie erwachsen und haben gecheckt oder gesehen vielleicht, warum dass sie damals den Vortrag haben müssen halten und so. Und sie appreciated sie mega dafür. Weil manchmal gibt es Sachen, das kennen wir wahrscheinlich alle, das bringt nichts, wenn man es von unseren Eltern hört. Nein. Das muss jemand anders Ja, uns mega. sagen. So traurig, wie es tönt. Ja. Und darum, vielleicht muss man auch so das Parenting, die Elternschaft auch ein bisschen neu denken. Weißt du, Parenting, erziehen. Nicht nur Eltern können erziehen. Nein. Also Vielleicht ist es eben gerade gut, wenn mehr als nur Mami und das klassische Mutter-Vater-Ding die Erziehung machen. aber für das, weißt, Zusammenleben ist halt schon ein grosser Punkt. ja, sicher. Weil, wenn ich jetzt als Gotti einfach, also auch wenn wir im gleichen Dorf wohnen, ich würde ja trotzdem nicht alles mitbekommen. Weißt du, so Zusammenleben, wegen dem Erziehen und so. Aber man kann auch zusammenleben und ganz viel nicht mitbekommen. Ja, aber trotzdem, ich sehe... Ich finde einfach, ich sehe einfach so, eben das klassische Elternschaft, Parenting. Es können auch Also ist ja egal. Es können auch Ist noch das mehr, Gleiche. ja, es können einfach noch mehr Leute Erziehungspersonen sein, Ja, als, ja. als nur die Eltern. Ich finde, das ist eine gute Parenting. Gehen wir rüber zur Language School wieder mal. Genau. Also das haben wir jetzt schon länger mal nicht gemacht, aber ich habe das mal 3 gute Wörter rausgesucht. Und ich liebe immer, wie Jenny vorher grinst. Es ist immer so... Auch vorher, Das als sie es mal- rausgesucht hat. Das mal könnte vielleicht wieder ein bisschen tricky werden. Aber wir gehen rein in die Language School. Schnell erklären, ganz kurz und knackig. Genau, für die vielleicht neu dazu gestoßen sind. Die Language School, das ist eine Rubrik aus einem Podcast, wo ich der Flavia 3 englische Wörter gebe. Also so Sachen, die man braucht als Anglizismen, genau. Und dann gebe ich ihr in einer anderen Reihenfolge Definitionen von diesen 3 Wörtern und sie muss dann matchen. Mit Definition mit Wörtern. Und dann am Schluss, falls sie noch einen Tipp braucht, gebe ich ihr ein Beispiel. Dann muss sie einloggen und dann gebe ich die Auflösung. Und das ist recht lustig, weil die Flavia, ich will jetzt nicht sagen, dass du kein Englisch kannst, aber Anglizismen sind eine Challenge. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Gut. Aber ich nehme sie heute an. Genau, ich habe heute für dich dabei Kanti. Kanti. Nicht Kanti wie Kantonsschule. Ja. Kanti. Mhm. Dann Crash Out. Und Guckt. Also huckt Guckt. oder guckt? Huckt mit C statt H. Okay. Guckt. Also kocht Vielleicht haben wir das schon gehabt. Weiss ich gar nicht. Okay. Erste Gedanken zu den 3 Wörtern? Kanti. Kanti würde ich so sagen, sie ist so Kanti. Also irgendwie gibt mir das so... Bei Sass bin ich auch mal falsch gelegen, ich weiss, aber es gibt mir so den Vibe so... Du bist nicht nur bei Sass falsch gelegen. Aber ja. Aber so... Kanti ist so... Ich glaube, es ist nicht mega positiv, aber auch nicht mega negativ. Es ist so eine Charaktereigenschaft. Es ist Kanti. Aber was heisst das, wenn es nicht positiv und nicht negativ wäre? Also was würde das dann bedeuten? Oder vielleicht frech. Es ist Kanti, es ist frech. Okay. Keine Ahnung. Okay, ja. Dann guckt ist... Das stimmt. Vielleicht haben wir das im Fall schon gehabt. Soll ich dir eigentlich noch Definitionen geben? Ja, du hast zuerst wählen wir einen... Ja. Und dann noch... Was? Crash Out. Ja... Etwas, das zusammenstösst. Wie Burnout, aber noch nicht... Weil es noch nicht brennt, ist es zuerst ein Crash-Out. Ja, gar nicht mal so schlecht. Es ist so... Also, Wir schlittern in das Burnout rein. Nein, ja, aber ja. okay, schauen wir noch nicht ein. Aber Sorry, ich gebe dir jetzt Burnout zuerst- sollte man nicht so verwenden. Aber ja, gut. Ich sage schnell in einer anderen Reihenfolge Definitionen. Also, wenn man in serious trouble ist oder Ja, bitte auf Deutsch.
Okay. Ja, du musst auch eine Challenge Also, haben. wenn man in Schwierigkeiten steckt, würde man das sagen. Oder wenn man denkt, dass man noch in Schwierigkeiten wird kommen. Genau. Ja. Zum Beispiel. Dann das Zweite ist sagen, jemand oder etwas ist iconic. Das Und was heisst denn das? Ikonisch. Ja, Du, wenn du Weißt du, was ikonisch bedeutet? Ja, einzigartig, wahrscheinlich. Irgendwie so ein bisschen so. Ja, aber... Also gut, sorry, ich habe halt die Erklärung auf Englisch. Ich weiß schon, was iconic heisst, aber ich weiß nicht, halt ob anders. da jeder und jeder das weiss. Also gut, ich glaube, ich wüsste das schon. Ja. stylisch, mutig. So ein bisschen. Das eine kann man als stylisch, mutig, ikonisch übersetzen. Attraktiv auch. Ja. Und dann das Dritte wäre, wenn man denkt, man verliert jetzt eine Kontrolle. Man rastet jetzt dann aus. Ah, okay. Ja, also das Erste, was du gesagt hast, das ist... Kanti? Nein, jetzt meint von den Begründungen. Ist Also Crash-Out. wenn man in Schwierigkeiten Ja. sich befindet oder bald, Ja, Crash-Out. dann sagt man, ich bin im... Oder? Wie würde man das sagen? Ich bin dann? im Crash-Out. Das wird ein Crash-Out. Nicht? Nein. Ja. Aber schon? Also ich gebe dir Ja, gib einen Satz. ein Beispiel. Wenn ich jetzt dann nicht bald funktionierendes WLAN in dieser Wohnung habe, dann gehe ich Crash out. Ah, dann gehe ich. Also wie so als Verb. Dann gehe ich Crash-Out. Das ist nicht ein Crash-Out. Ja. Okay. Also dann gehe ich Crash. Dann gehe ich Crash-Out. Also glaube dann, schon, ja. dann raste ich aus. Kann man nicht auch das sagen? Doch. Also ausrasten Kontrolle ist auch Crash. verlieren, Aha, ausrasten, ja, okay. hässig werden. Was habe ich vorher gesagt? Lustig ausrasten. Kontrolle verlieren. Was habe ich vorher gesagt? Habe ich gesagt, hässig werden? Ausrasten, ausrasten. Schon lustig. Was? Sorry, ich tue Einrasten. Ja, ich überlege jetzt, von wo das Ausrasten kommt. Crash. Und wenn etwas einrastet, hebt es ja. Und wenn es, weißt, und wenn etwas nicht im Raster. Egal. Okay. Aber Leute, nur Wenn das in wieder deinem ein Hirn... Reminder, es ist im Fall spannend, amigs überlegen, bei jedem einzelnen Wort, wieso es eigentlich so heisst. Wortabstammung. Wortabstammung, ja, im Deutschunterricht. Aber ja, ich würde sagen, Gut, Kanti heisst attraktiv. Ja. Und stylisch und so. Genau. Eben. Aber es ist keine persönliche... Es ist keine Charaktereigenschaft. Ja. Attraktivität Also ist zum meine Beispiel- Charaktereigenschaft. Also zum Beispiel kann man sagen, dein Outfit ist so kanti. 1:1 Übersetzung ist, glaube ich, eben nuttig. Aber im positiven Sinn. So. Okay, beschreib mal wie im Positiven. Ja, wenn ich jetzt wie so will sagen, zum Beispiel, du slayst so hart, das ist so... Es ist so... Du slayst so her. Nein. Also warte schnell. Kanti Style ist confident, bold or powerfully attractive. Jemand, der mit einer krassen Attitüde, mit einer geilen Ausstrahlung, Ja. würdest du sagen, du bist kanti. Das Mit- gefällt mir. Mit dieser Kannst Handbewegung. du mir das mal diese Woche sagen? Ja, Das gibt mir ein gutes Selbstbewusstsein. ist gut. Kanti, Flavia. Mhm. Gut. Und dann haben wir noch das Dritte, das war geguckt. Guckt, ja, das ist eben so... Was ist das Erste, was du hast, falsch zugewiesen hast? Also, es ist doch auch so, ich brenne In jetzt... Schwierigkeiten sein. Das ist, ich habe noch nichts für meine Abgabe am Montag gemacht, ich bin so geguckt. Gestresst. Ja, geguckt. Kocht im Sinne von, Ja. wie wenn ich Spaghetti wäre, ich wäre durchgekocht. Ja, das, ist ja, dann, ja. das ist dann scheisse, niemand will durchgekochte Spaghetti. Nein, ich will al dente. Genau. Ja. Wie sagst du? Al dente? Aha. Ich habe gedacht, du hast jetzt etwas anderes Siehst jetzt Al dente. Al dente. Ja, das ist so okay. in serious trouble sein, finished, something's wrong with someone. Also vielleicht... Guckt, übernehme ich- Kanti und Crash-Out. Kanti. Kanti. Ich glaube, man sagt es ein bisschen schneller. Kanti. 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 Ja, okay. Ja, aber zum Beispiel eine in unserer Klasse, die braucht das so inflationär. Sie sagt das Wort viel zu viel. Zu allem. Ja. Und sie so... der Typ hat gerade gezuckt. Wir haben zum Beispiel ein mega geiles Gruppenprojekt. Nachher sie so... Das ist so Kanti. Oh mein Gott. Ja, und du so, Slay Girl. Ja, genau. So, man kann das zu allem sagen, was man auch einfach cool findet. Weil es kommt eigentlich so aus der Popkultur, aus der LGBTQ-Szene. So, du kannst auch zu anderen Drag Queens sagen, you're so Kanti. Ah, lustig. Nein, ich bin... Und wenn einmal
eine Gruppe gecheckt hat, oder für was man das brauchen kann man es ja dann auch auf andere Sachen transferieren. Eben wie ein Gruppenprojekt, das eigentlich per se nicht nötig ist. Aber wenn nötig sich etabliert hat als Ausdruck für «das ist geil», sagt man halt am Projekt «ja, das ist Kanti», das ist sozusagen, ja. Ich liebe es einfach, wenn du deine Handbewegung dazu machst. Ja. Ach. Ja. Also. Aber ich will etwas zu Kind können wir schon noch bereden. Weißt du, was das Kind kostet? Oh, perfektes Timing. Warte Jetzt kommt der potenzielle Familienvater. Familienvater und Samenspender für Jenny. Nein, sorry. Hoi Samenspender, sagt sie. Und Flavia schaut mal, ob sie aufnimmt. Weil... Ja, unser Podcast-Mix nimmt auch noch auf. Gut. Warte, jetzt während der Schräg raufkommt... Oh, ich muss ihm ja die Tür auftun. Warte. Vielleicht will er auch noch etwas... Nein, er sagt nichts dazu. Also ich rede jetzt mal weiter. Ich frage ihn mal, ob er sich gestresst fühlt zum Thema Kind haben. Luca, willst du schnell 2 Minuten aufs Sofa sitzen? Oder einfach nicken oder Kopfschütteln zu einer Frage. Empfindest du Stress, wenn du an das Thema Kind denkst? Nein. Weil wir erst 24 sind. Danke vielmals, Luca, für das Statement. Gut. Ja, ich bin ja auch erst 24. Ja, ich bin jetzt dieser Meinung. Ja, jetzt plötzlich bist du auch erst 24. Ja, im Frühling 2026. Ja, im Herbst nicht. 25 bin ich schon 24 gewesen. Ja. Make it make sense. Ja. Make it make sense. Make it make sense. Hey, nein. Du musst wieder ein bisschen... Ja. Du guckst, nein, ist gut. Das hat jetzt sicher ganz schlimm aus, wie ich gehockt bin. Aber ich finde es super. Ja, wir haben beide Bischi-Hosen an. Stimmt. Ja. Du darfst nicht reden. Ich check das Verhex-Ding nicht, weil Das ist in der Primarschule. Nein, ich habe das nicht gemacht. Weißt du, was habe ich gemacht? Ich habe dann den kleinen Finger genommen, machen auch. Dann tut man ihn einhängen und jetzt tun wir uns beide etwas wünschen. Warte schnell. Ja. Ich will Kind, nein, Spaß. Auf jeden Fall. Das darfst du nicht sagen. Und dann machst du 1, 2, 3. Also dann bewegst du schon zusammen. Das habe ich gelernt. Wenn Also wir haben als Kind immer gesagt, du bist verhext, wenn man gleichzeitig etwas das Gleiche gesagt hat. Und dann hast du so lange nicht reden, bis ich den Namen gesagt habe. Ach so. Flavia, du darfst wieder reden. Okay. Was hast du eigentlich noch so vor, um in Amsti machen, bevor du abreist? Machen? Nein. Aber... Nein. Aber kein Kind machen. Darf man sich so lustig finden selber? Der ist wieder Uber fahren. Ja, also nein, das ist jetzt nicht in erster Linie geplant, aber Jenny geht zum Beispiel morgen an ein Konzert. Also ich hätte auch mitkommen, aber es ist jetzt so meine Musik. Und jetzt Kevin de Vries, by the way. Kevin de Vries, falls ihr es wisst. Nati. Fuck. Nati, Kanti. Was ist Nati? Nati. Sorry, So, das gibt na- doch ein Meme. Nati. Nicht? Weißt Das tut mir leid. Nein, Nati bedeutet Ungehorsam. Ja, genau. Oh nein, Kanti. Egal. Flavia ist da noch ein bisschen Nati und Kanti in Amsti unterwegs. Nein. Oh Gott. Nein, ja, ich glaube, ich gehe morgen. Aber ja, wenn die Aufnahme ist, entweder bin ich schon auf einem Date gewesen oder nicht. Je nachdem. Ich kann auf jeden Fall... Vielleicht ein Date, wenn ich im Ausgang bin. Vielleicht, ja. Genau. Und Jenny und ich... Sollen wir das jetzt schon verraten? Ja, können Ja, wir. safe. Also, das ist ja dann auch eigentlich schon passiert. Genau, in der nächsten Folge erzählen wir über unsere Erfahrung im Rotlichtviertel zu Amsterdam. Ja, aber genauer. Also wir wollen ja schon Live-Sex-Show schauen. Ja. Also das wird definitiv Kanti, Ja. sage ich dir. schon. Ja, hallo. Wow, ich frage mich dann, ob wir dann so... Wisst ihr, wenn ich etwas... Alter, das klingt sowas von... Wenn ich etwas konsumiere, also einen Film... Ein erwachsener Film. Ja, aber jetzt... Einfach Porno? Nein, ich habe jetzt nicht Porno gemeint. Ich habe jetzt zuerst allgemein Film gemeint. Sorry. Weil wir haben mal die Situation... Ich bin aber gespannt, wie wir zusammen auch das schauen. Weil wir haben mal sonst zusammen einen Film geschaut. Also, ich weiss nicht, was du dir gerade Ich weiss, darum musst du mir jetzt zuhören. Wir haben mal einen Film zusammen geschaut und ich weiss gerade nicht, was kommt, aber ja. Ja, ich beim Film schauen bin meistens so... Dann schaue ich manchmal immer die Person, die mit mir den Film schaut, auch manchmal wieder an. Da habe ich gesagt, hör auf mich Ja, nachher sagt sie wie so,
Was schaust du mich immer an? Schau mich nicht an. Und ich so... Ja, aber die Flavia ist so hin und her, als wäre ich Teil vom Film. Ja, ich habe halt den Film schon gesehen und wollte so ihre Reaktionen zu dem. Und sie ist voll komplett... Das hat mich draus gebracht. Ja. Ich habe gedacht, ich muss etwas machen. Und ich bin jetzt aber gespannt, wenn ich stelle mir das halt wirklich kinomässig vor, wahrscheinlich. Ich weiss nicht. Keine Ahnung, ich bin noch nie einen eine Sexshow Aber geschaut. ich stelle mir vor, es ist das Kino und vorher ist eine Bühne und die haben Sex. Und ich frage mich, ob wir uns dann manchmal so anschauen oder gehen. Also, weißt, also ich muss dich safe mal anschauen. Oder, also nein, weißt du, so, à la so bei einer Szene. Also safe werden wir ab und zu so sein, so... Weißt du, Ja. so einander sich zuwenden und so sein... Siehst du auch gerade, was ich sehe? Ja. Ja. Du, wir werden es berichten, oder? Ja. Krass. Also das wird... Ich weiss nicht. Hast du schon mal einen Porno geschaut? Sorry. Nein, musst nicht beantworten. Ja. Okay. Wieso? Sonst- Aber das weißt du doch. Wir haben doch auch schon Ich bin darüber mir nicht mehr sicher gewesen. Aber auf jeden Fall, sonst wäre ich dabei gewesen, wenn wir die ersten Porno... Live-Porno haben wir beide noch nie gesehen. Kann man dem Live-Porno sagen? Ich weiss nicht. Definiere Porno. Aber ja, Aber jetzt es ist ja gehen wir das mal Pornografie. anschauen. Ich war schon mal am Amstag gewesen, und dann haben eine Kollegin und ich wir sind neugierig gewesen, und dann sind wir eine Piepshow schauen. Das musst du schnell erklären, weil das habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Eine Piepshow, das ist, du rührst so 2-3 Euro rein und dann wird das milchige Fenster wird plötzlich klar. Und dann siehst du hinter dem Fenster eine sehr leicht oder nackt bekleidet, sehr erotisch tanzen. Und du siehst sozusagen die anderen Leute hinter den anderen Fenstern auch. Also ist das... Und sie nach ist so 3 umgeben von Fenstern? Ja. Und du siehst die anderen Leute auch reinschauen. Das ist aber creepy, ne? Ja, aber die Fenster sind ganz klein. Du siehst wirklich nur so Ja, ihren eben. Kopf. Ja, es ist sehr, 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 sehr creepy. Auf jeden Fall, gerade nach 3 Minuten wird das Glas wieder milchig und dann kannst du wieder mehr Euro reinzahlen. Also kannst du wieder mehr Euro zahlen. Und dann hi- hat sie so mit das dem... sind wie so Fotoautomat, ganz kleine Ja, ja. Räumchen. Und du kannst dort rein, du hast wirklich maximal den zweiten Platz. Also die Kollegen, ich meine, sie sind beide reingequetscht und weil wir so neugierig sind, eben, haben wir da mal die 3 Euro reingeschaut und dann haben wir 3 Minuten einerseits ihr ein bisschen zugeschaut, aber vor allem auch die Leute hinter den anderen Fenstern beobachtet. Weißt du, so Bärli, alte Männer, Jungsgruppen. Ja. Und eben, das ist mal das Ende gewesen. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber Ich bin Live-Sex habe gespannt. ich auch nicht. Eine aus meiner Klasse hat erzählt, sie sagt, soll ich das jetzt schon sagen? Ja, also ist ja ist eh schon passiert. Sie ist schauen, so eine Live-Sex-Show. Ja, so eine Live-Sex-Show. Ja, und dann hat jemand eine Banane aus einer Vulva gegessen. Also wäre jemand ein Gast? Nein, keine Ahnung, ich weiss nicht. Also ein Mensch Man hat wird schon von nicht auf die einer Bühne anderen... geholt, Nein! Also dann renne ich aus dem Notausgang. Okay. Hauptsache nur so ein Notausgang. Ist mir egal, springe Wo ist der Notausgang? Ja, der wäre schnell. Nein. Ja, okay. Ja, wir sind gespannt. Aber ja, du, mal schauen. Ich gehe jetzt auch bewusst nicht irgendwie Das wird vorher weißt du, lustig. recherchieren. Gar nicht. Aber ja, wir greifen das Thema Ja, wir nehmen in da der in nächsten Amsterdam Folge sicher noch nochmal live auf. nochmal live auf. Live aus dem Wohnzimmer. Yeah, und der Chico ist jetzt wach. Und ich bin müde. Ja, und ich gehe auch schlafen. Aber ja, danke vielmals fürs Einschalten, fürs Reinhören, fürs Reinschauen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne, kommentiert etwas. Und ja, hört uns in 2 Wochen wieder rein. Genau, Jenny macht das immer so wunderbar, da habe ich gar nicht viel zu sagen, sondern einfach Tschüss und eine gute Woche. Ade miteinander. Tschüss.